Der Gregor und die preußische Apothekerin wissen alle noch nicht, ob's zusammenkehren. Weil der Sophia sein Hof auf Kant gekommen ist und weil sie auch kein Tiere mehr zu Leiher kriegen, zieht's mitsamt ihren preußischen Alten und der kleinen Tochter ganz auf den Vogelhof um. An Philipp fällt das Nasung schwer, aber gleich bringen sie ihm nachher schon bei. Der Pfarrer stinkt von Mai außer nach Gnofe und für die Leute im Beichtstuhl ist es recht kreislich. Drum krampfe ich ein paar von den Gürteln für Cent, wo der Till zum Ausprobieren gekriegt hat. Aber von denen hat er nachher haufenweise an Form in der Fotzen. Tina möchte mit einem anbandeln, aber das wird nix, weil es einen Dreck zwischen die Zent hat. Und Uri kann's ihrer nicht sagen, weil ihre Tina verboten hat, dass sie über ihre Äußerlichkeiten redet. Der Till ärgert sich, weil seine preußische Freundin keine Zeit mehr für ihn hat, weil es für die Schule lernen muss. Schließlich eifert er sogar nur, weil ihr der Philipp beim Lernen hilft. Kathi und der Sevi überlegen alle nur, ob sie nicht da den Biohof im Allgäu kaufen sollen.